En unserem Text uit Johannes Kapitel 20 los wie in den Versen 19 bis 20. Dort an den zu Uwes, wo Jesus vom dort abgestoßen wir, aus der Jünger taub werden und utfolgt für die Juden, die deren Teuschluten horten, kam Jesus und stund mank an und seht, Fried mit jünd. Fried mit jünd. Und als er das gesagt hat, weiß er an seine Hänge und seine Seiden, dann wie eine junge Frau, dort sie den Herrn sagen. Die Jünger hatten Angst. Wovon hatten die Angst? Woran hatten die Angst? That's right. Erstens, wer Jesus war, right? Der Lehrer, der Meister, wer war. Und woran hatten die noch Angst? Krieg, right? Die hatten nicht wirklich gedacht, dass die Juden Jesus anbringen würden. Ja, muss festnehmen würden, dass wir, okay, zu verstehen, aber dass sie ihn wirklich anbringen würden. Jesus hat so viel Wunder getan, so viele Menschen geholfen und so viel Gutes getan. Woran würden sie am festnehmen? Woran würden sie am wirklich tot machen? Aber das, was sie auch getan haben. Nie hatten die Angst, dass die seine Jünger, Jesus seine Jünger auch hängen würden sein, dass die auch würden waren festnehmen und anbringen, kriegst du das die mit Jesus daten. Und hier überstand Jesus mit Mank an und sagt, Fried mit jünd. Hänge taugeschlutene deren, kam Jesus du an, right? Und sagt, Fried mit jünd. Wunderschöne wird. Er weist an seine Hänge, seine Seed, am zu wiesen, dass er der selbe Jesus wird, der 3 Eier am Kreuz hängt. Und aus den Jüngern das sagen, wären sie Frau. Die wären dankbar. Aber du wir einer von den 11, die nicht wie an wir aus Jesus und den Abend gekommen wären, wer wir dort? Thomas. Thomas hat gefehlt. Vers 25 sagt, als die anderen Jünger am Sehen, dass sie den Herrn gesehen hatten, sagt er, ich war dort nicht glauben, but ich die Nägel stehen an seine Hänge sei, an meine Finger stunden lei, an meine Hand an seine Seed lei. Ich war dort nicht glauben, dass Jesus abgestoßen ist, but ich mit meinen eigenen Augen das sei, und auch sogar feilen da mit meinen Hängen und Fingern. Und dieser Wirt, der Thomas hier sagt, ich war nicht bad, sind Wirt, worüber Thomas Luther sich wahrscheinlich sehr schämen muss. Nicht? Und das sind diese Wirt, die wir von der mit Gottes Hilfe betrachten werden, um zu sein, was Gott über so eine Einstellung denkt. Zum Anfang, wo wir sein, woran Thomas das verherbst gesagt hat. Und dann, wo wir auch ein anderes biblisches Beispiel sehen, wo jemand mal ähnlicher wird Brücken deut. Erstens, woran hat Thomas das gesagt? So wie losen, wird uns gesagt, dass als Jesus seine Jünger erschien, weiß er an seine Hänge und seine Seed. Das wird das erste, was Jesus getan hat, nur dem heute ansieht, Fried mit jünd. Und als sie das sagen, wären sie froh, dass Jesus war da mit an wir. Und vor diesem Ereignis hatten sie sehr Angst. Die hatten grülich Angst. Und sie wären voll Trüher, sagt die Schrift uns. Nur, dass sie Jesus selbst mit ihrer eigenen Augen sagen, wird das anders. Die hatten nicht mal so viel Angst. Die wären nicht so trürig mehr. Thomas aber wir damals nicht durchgewesen. Die wir damals nicht mit den anderen Jüngern taub aus, das geworden wir. Und sein Hort wir noch ganz voll Angst und Trüher, right? Und lass mich Vers 45 noch einmal für uns lesen. Das sagt du, aus den anderen Jüngern am Sehen, Thomas sehen, dass sie den Herrn gesehen haben, seht Thomas, ich werde nicht glauben, but ich den Nägel stehen an seine Hänge sei, an meine Finger stehen anlei, an meine Hand an seine Seed lei. Woran will er nicht bloß sein, über euch das alles feilen? Was glaubt ihr? Ja, nicht nur mit seinen Augen, nicht? Er muss Jesus selbst anfuten. Ich muss das erst sein, erst selbst feilen, ich dort glaubt, dass Jesus vom Tod abgestoßen ist.
er will actually Krieg dort sein, was die anderen Jünger auch sagen, right? Die anderen Jünger haben nie könnt an Jesus in der Abstunden glauben, wenn der Jesus hat sie sein haben. Und das wird er auch sein wollen. Haben wir das nicht fair? Und Hüchti sagt einer unfair, right? Wenn er sagt, nicht reich ist oder reich ist, die Hüchti reden von unfair. Das wird nicht fair. Die anderen Tiere können Jesus sein, und die wir nicht. Uns wird nicht gesagt, wo er wir, wo haben er nicht mal die anderen Jünger taub wir, aber er wir nicht. Und dann hat er das alles verpasst. Nu will er auch sein, dass Jesus dort abgestunden wird. Er das glauben wird, muss er dort sein. Und hier denken wir vielleicht, was für eine schlechte Einstellung hat er. Und dort wir schlecht. Aber er wird nicht viel schlechter als die anderen Jünger, right? Wenn wir an der Bibel in Markus 16 aufmerken dann oder blättern dann, lesen wir folgendes an die Versen 9 bis 13. So, wenn wir die Versen taub lesen. Markus 16 von Vers 9. Markus 16, Vers 9. Als Jesus dann tätig den ersten Tag an der Werk abgestunden wird, dann leitet er sich das erste von Maria von Magdala sein, von der er 7 bei sich erst zurückgedreven hat. Und sie ging und leitet die weiten, die erst bei ihm gewasst werden. Ja, die Jünger. Und dann wird Luther sagt dort, als die Hirten dort Jesus lebt und dort sie am gesehen hat, glaubten sie dort nicht. Die Apostel glauben die frühest nicht und auch nicht die 2 Emmaus-Jünger. Right? Die glauben diese 3 Zeugen nicht, dass Jesus vom Tod abgestunden wird. Aber dann in Vers 14, Markus 16 von Vers 14, so sagt das Wort Gottes ans, nur her leitet Jesus sich von der Aufsein aus der Eiten und er Schuld an, wegen ihren Anglauben, dass sie die nicht geglaubt haben, die am gesehen haben, nur dem, dort er abgestoßen wird. So hier redet Jesus, oder Gottes Wort wird hier gesagt, nicht bloß von Thomas, aber von der Alf. Er schuld an alle, wegen ihren Anglauben. Ja, Thomas, seine Einstellung wir nicht gut, aber er ist nicht die einzige an der Schrift, die so eine Einstellung mal hat. Und hier gehen meine Gedanken in das Buch Richter, Kapitel 4. In Kapitel 4 ut Richter lesen wir in den Versen 1 und 2, dass die Israeliten deuten waren, was dem Herrn nicht gefällt, oder schlecht gefällt, sagt er durch, als Ehud gestorben wird, und der Herr greift an und jaben seine Macht dem König von Kanaan. Ich glaube, ich kann die Geschichte gut, wo damals wir, die Israeliten hatten damals noch nicht einen König erwähnt. Die hatten bloß diese Rechte, right? Und die wurden Gott für eine gewisse Zeit einmal dein, treu sein, und dann, wenn die Rechte erst wurden weich sein, dann wurden sie weiter drehen, die alle Sünden voll und sich von Gott weichdrehen. Vers 3 sagt, dann schrien die Israeliten um Herrn halb, wir jaben hat 900 eiserne Kampfwehrers, und die Israeliten 20 Jahre hart umgedreht. Dann in Vers 6 bis 8 sagt Gottes Wort ans, dort Deborah, der prophetische Früh, Leut Barak, Abinoam seinen Sehen ut Kadesh, und Naphtali holt und sehte an. So Deborah sehte Barak. Der Herr Israel, ihr Gott, gab die den Abtrag. Go und nahm die 10.000 Mann ut der Stamm, Naphtali und Zebulon, und go ab den Beug Taborn ab, Aqua jaben seine Kriegsführer Sisera mit seinen Kampfwehrers und seine ganze Armee mit dem Riefer Kirschon locken und dort an Diene hingeben. Barak sagt zu Deborah, ich go mudan, wenn du mitkommst. Ohne die go ich nicht. So sind diese Werte nicht ähnlich zu dem, was Thomas zu den Jüngern sagt. Ich will nicht glauben, was ich Jesus sei mit meinen eigenen Augen. Und
Und dann in Vers 9, uit Richter 4, sagt der Bruder, was die Konsequenz für Barak seine Anstellung wird sein. Sie sagte sicher komme ich mit dir mit. Aber die Anerkennung an diesen Krieg, den du übernimmst, wirst du nicht kriegen. Der Herr wird zu sagen und der hängt von einer Früh geben. Dann mögt der Bruder sich ab und ging mit Barak mit Nikedesh. Ich war nicht bad. Diese biblische Männer geben Gott Bedingungen. Bedingungen, die Gott erst vor dich bringen muss. Eier sei dort tun würden, was Gott von an will. Ich war nicht bad. Und was hat Gott darüber gedacht? Well, wir fingen die Antwort in Johannes 20. So war wir trainen Johannes 20 blättern. Unseren Anleitungstext. Johannes 20, ich war Vers 26 bei 29 war lesen für uns. Johannes 20, 26 bei 29. 8 Uhr werden die Jünger weiterbaren. Und Thomas wie auch da. Und dann kam Jesus, aus der deren weiter zugeschlossen werden, und stund mitten Mank an und seht weiter zum zweiten Mal, Fred Matthew. Kriegst du es zum ersten Mal, right? Fred Matthew. Dann seht Thomas, oder dann seht Jesus zu Thomas, rieche mal deinen Finger her. Und kickt ne meine hin, riecht deine Hand her, und leih die an meine Seed. Und jaft die nicht dem Anglauben han, übergreif. Dann seht Thomas der Arm, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte am Thomas, du greifst nu, wirst du mir sein hast, seilig sind die nicht sein und doch bleiben. Der Ursache, woran Jesus zum zweiten Mal seinen Jünger erschien, wie sei klar. Heute kam, mit Thomas zu reden. Thomas hat noch nicht geglaubt, dass Jesus vom Tod abgestoßen wird, und wie es Jesus am so sehr lieb hat, will er anhalten, am Halten seinen Anglauben zu überstehen. Er kann Thomas Gott, dass er ein Sohn wird, was erst mit seinen Augen dort sein muss, ehe er dort glauben kann. Aber ist das wirklich Glauben dann? Wenn wir was erst mit unseren Augen dort sein kann, ist das wirklich Glauben? That's right. That's right, right? Wenn du erst was sein kann mit unseren Augen, erst was feilen kann mit unseren Händen, dann hast du nicht mal Glauben. Right? Deswegen wird uns Glauben nicht in der Ewigkeit fehlen. Right? Wir wollen Jesus selbst mit unseren Augen sein kann. Niemanden will glauben. Luther wird nicht mal nötig sein. Und über Wissheit, Jesus weiß, wo Thomas wäre. Und wo schwor er dort hat mit seinem Glauben. Zum Beispiel Johannes 14. Ich wollte die Verse 1 durch 6 lesen in Johannes 14. Und so redet Jesus zu seinen Jüngern. Und das, was er sagt. Johannes 14, Vers 1. Er sagte seinen Jünger, lut nicht und hört beunruhigen, glaubt an Gott und glaubt an mich, an meinem Vater sind Haus und viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich ihnen das gesagt haben. Ich gehe also han, jünt, der steht drei zu merken. Und wenn ich han gehe, der steht für jünt drei zu merken, dann will ich drei kommen und jünt auch durch han nehmen, dass die durch sind, wo ich sie. Und die weiten, wo ich han gehe. Und die weiten auch den Weg durch han. Thomas, war der Thomas. Thomas sagte ihm, er sagte Jesus, Herr, wir weiten nicht, wo du hingehst, wo kann wir den Weg weiten? Jesus sagte ihm, ich sehe den Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt nun vor der Büter durch mich. So Thomas will haben, dass Jesus ihm einen physischen Weg wiesen soll, den sie nehmen können, um Luther wieder wie Jesus zu sein. Aber die Sache ist, dort wird jährlich es, kann wir nicht mit unseren Augen sein. Und deswegen sagt Jesus Luther zu ihm in Johannes 20, selig sind die nicht sein und doch bleiben. So war wir selig, liebe Geschwister. Wenn wir an dort bleiben, was wir noch nicht mit unseren Augen persönlich sein können. Zum Beispiel, wenn wir an Jesus bleiben. Und wer er ist und was er für uns zu tun hat. Dass er für uns
sein Leben handjäuft und dort er vom dort abgestoßen ist und dort wie Sinnenvergebung erfahren kann, weil wir an die Sinnen anbringen dann. Und seine Vergebung freuen da. Wir müssen an diese Dinge glauben, wenn wir die nicht mit an sich sein kann. Aber ein Tag wird es anders sein. Wie als Kinder Gottes, von der er nicht dort verreicht, Jesus erst mit an sich zu sein, ehe wie und arm in seinen Abstunden glauben da. Right? Wie kann ich so Thomas von der Tag sagen in seinem Kimmel, ich will nicht an Jesus glauben, weil ich arm mit meinen Ewen sei, weil ich arm mit meinen Hängfei. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Wir müssen glauben, ohne erst zu sein. Und Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 7, wir leben noch an der Zeit, wo wir glauben, und noch nicht, wo wir sein. Luther eben sagt, denn wir wandern im Glauben und nicht im Schauen. Nicht im Schauen. Und hier gehen meine Gedanken trainen dort Bürgerrichter. Das mal ne Kapitel 6. Richter 6. Du so lesen wir von Gideon. Gleich, die Geschichte kann wie auch gut. Vers 1 sagt, Richter 1, Vers 6, okay. Als die Israeliten waren so und deuten, was dem Herrn nicht gefällt, jäuft der Herr an 7 Jahre an den Midianiter erhängen. Oder gewollt. Dann Vers 12. Richter 6, Vers 12. Dann offenbart dem Herrn sein Engel sich zu Gideon und sagte ihm, der Herr mit dir, du Krieger mit einem Heldenmut. Gideon übersehte ihm, hol mich dort zu Gott, mein Herr. Wenn Gott wirklich mit uns ist, wo können uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer weiter verteilt, der Herr hat uns aus Ägypten hierhin geführt. Wo sind dann nur all seine Wunder geblieben? Der Herr hat uns am Stich gelassen und uns an den Midianiter hingegeben. Also hier so, also es all klar zu sein, dass Gideon so eine der sich ab Wunder verluten deit, right? Er fragt, wo sind Gott seine Wunder von der und Tag, wenn er wirklich du ist? Wenn er wirklich für uns sorgen wird? Warum kann wir am von der und Tag nicht mehr sein? Er verleiht sich ab Wunder, ab seine Üben. Er will Gott nicht glauben, ehe Gott am Wunder wiesen wird. Und weil wir daran denken, dass das all eine große Wunder wäre, right? Dass dem Herrn sein Engel mit am Reden hat. Würde das nicht ein großes Wunder gewesen sein? Vers 14. Der Herr überdreht sich in den Arm und sagt, Gu han in deine Kraft, was du hast. Du sollst Israel aus der Midianiter raten. Herr, ich habe dich geschafft. So, er fragt noch ein Wunder. Und diesen Engel, der sagte am Gublaus, und da, wo ich die sah. Gott ist mit dir. Und er sagt, nee, das tue ich nicht. Er sagte am Vers 17, wenn ich für die Gnut gefangen habe, dann gib mir ein Ticken, dort wirklich der Herr selbst mit mir redet. Wir wollten dort ein Ticken nicht teurig tun für Gideon, right? Er frug wirklich um 3 Tickens. Er muss erst 3 Ticken sein, ehe er Gott glauben wird. Und Gott gab ihm das. Right? Aber glaubt ihr, dass Gott diese Art Anstellung gleicht? Ich glaube, wir würden alle einig sein und sagen, nee, right? Gleich Gott dort, wenn wir am jedes Mal Bedingungen stellen, wann er Wort von uns handeln will. Zum Beispiel, ich will nicht glauben, ich will das nicht tun, ich will Gottes Willen nicht tun, ich will so ein Leben nicht führen, was Gott haben will von mir. But ich Gott sei. But ich ein Wunder von Gott sei. But Gott mir ein Ticken wiesen wird. Liebe Geschwister,
Wenn wir Gott diese Bedingungen immer stellen, jedes Mal, wenn er uns brücken will, dann fehlt du Wort. Was fehlt du? Glauben. Vertrauen. Hebräer 11, Vers 6 sagt, über ohne Glauben ist dort allmählich Gott zu gefallen. Wer nur Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Und dass der belohnt, der am ernstlich siegen dann. Wir müssen glauben. Wenn es wie Gott noch nicht sein kann. Ein Tag, wo wir am sein. Aber für niemanden wir glauben. Und dort gibt so viele Menschen von der Tag, die wenig oder nichts für Gott tun wollen, ehe Gott erst ihre Bedingungen befriedigen wird. So eine Menschen wollen nicht am Glauben, sondern im Schauen. Von der, liebe Geschwister, werden wir uns selbst umgesiegen, um zu sehen, ob Gott was von uns haben will, verlangen wird. Weil er uns für was Besonderes brauchen, so Gideon, oder Barak, oder Thomas, weil er uns eine Abgabe geben, wo wir am deuten können, hat er was Menschen der uns geschickt, was halb fehlen tun, oder Gottes Wort hören sollen, und wo wir dort auch für Gott dann tun, am Glauben, oder wo wir Gott erst an die Bedingungen stellen, was immer die auch sind, Gott, dort tue ich nicht, aber du, vielleicht wird Wiesenwursch, ein Tiefenjafs und so weiter. Diese Bedingungen stunden Gott im Stich. Wie viel mehr wird Gott durch seine Kinder tun können, wenn sie bloß am Glauben wohnen würden und nicht am Schauen. Jesus sagte Thomas, rieke mal deine Finger her und kick in meine Hände. Und riech deine Hand her und leide in meine Seed. Und jaft die nicht den Unglauben Hahn übergleif. Und dann sagt Thomas zu ihm, mein Herr und mein Gott. So er hat dann endlich geglaubt. Dann sagt Jesus zu ihm, Thomas, und das wir sind für uns nu gemeint, okay? Weil wir sagen, zuhören. Du glaubst nu, willst du mir sein hast. Seilig sind die nicht sein und doch glauben. Liebe Geschwister, das sei wie. Das sei wie. Wir möchten glauben, obwohl wir Gott noch nicht sein können. Und Gott sagt, wann wir dort tun, dann seilig sind wir. Was macht Gott uns alles wissen, ehe wir dort tun, was er von uns haben will. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, so als der Vater mir geschenkt hat, so schenke ich ihn. Aber wir müssen am Glauben wohnen. Right? Und nicht am Schauen. Mein Gebet ist, mein Wunsch ist, dass Gott uns helfen wird, right? Und uns im Glauben zu wachsen, so dass wir würden am Glauben wohnen können und nicht am Schauen. Denkst, ein Tag wird es anders sein. Ein Tag, wo wir am sein. Ein Tag, wo wir vor Gott stehen und er wird uns fragen, warum hast du nicht mal für mich was du tun, oder warum hast du nicht mal für mich geschafft, das was du geschafft hast? Und wo wir sagen, mir hat Glauben gefehlt. Ich will da, wird Gott unter uns sein. Ich rede dir durch mein Wort und durch verschiedenste Methoden. Ich will da. Ja, du kannst mich nicht sein, aber ich will mit dir. Kriegst du es mit Gideon wir, ein Barak wir, ein Thomas wir. Soll ich sagen, wann wir im Glauben wandeln und nicht am Schauen. Also muss Gott uns damit halten. Amen.